Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinen Kanal Ari7373. Ich will euch mal heute was zeigen, wo ich bin. Und zwar, ich bin heute in Frankfurt-Oder, beziehungsweise auf der polnischen Seite. Ja, manche sprechen das so aus, manche so. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie so richtig kapiert. Słubice, manche sagen Słubica. Das ist auf jeden Fall die polnische Seite, das ist die Seite hier. Die deutsche Seite ist die andere Seite. Und Freunde, was mir mal aufgefallen ist, guckt mal bitte auf die Brücke, wenn man von Deutschland rüber nach Polen kommt. Seht ihr, wie man schon empfangen wird? Alles polnische Flaggen. Ich finde das super. Ich finde das richtig geil. Das ist echt super. Gefällt mir richtig gut. Und auf der deutschen Seite wiederum, wie ihr sehen könnt, gar nichts. Gar nichts. Du bekommst nicht mal mit, dass du in Deutschland reinkommst gerade. Und ich finde das traurig. Ich finde das echt schade, dass man also mir ist es persönlich egal, Regenbogenflaggen oder was weiß ich, die Flagge von das Bundesland hier, wie heißt das nochmal? Brandenburg, richtig, genau, Brandenburg oder Berlin, etwas weiter, wenn man fährt. Ist schön alles, ich finde Flaggen immer was Schönes. Es ist ein Symbol dafür, dass man, wo man ist, zeigt auch irgendwie so hat was mit der Orientierung zu tun, nicht, dass man nicht weiß, wo man ist, wenn man in Berlin oder in Frankfurt oder ist. Aber ich finde einfach, sowas ist schön. Ich war vor einem Jahr in Italien gewesen, da waren von den Gebäuden, kennt ihr diese Schutznetze für Gerüstbau? Klar kennt ihr, ne? Selbst da, das ganze Ding war ein riesengroß, da wurde irgendein Gebäude restauriert, in den italienischen Farben. Fand ich super. Ich finde das aber so schade, dass in Deutschland irgendwie das alles verloren geht, dass man, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Wenn man schon hier sieht, in der Türkei, klar, Türkei ist ein bisschen extrem, da siehst du ja nur über die Flagge. Aber hier in Polen finde ich das schön. Also zum Beispiel, so etwas mag ich sehr schön. Das zeigt, dass du gerade in Polen reinfährst. So jetzt in Polen drin siehst du jetzt auch nicht so viele Flaggen, aber ich finde das einfach schön, dass ein Land auch so ein bisschen zeigt, das hier ist Deutschland, das hier ist Italien, das hier ist Türkei, das hier ist Polen, das hier ist Spanien, das hier ist England und so weiter und so fort. Ich mag das. Das ist eine Geschmackssache, aber ich mag das. Und ja, was kann ich heute noch erzählen? Und zwar will ich euch mal aus der Sicht von jemandem erzählen, der in der Türkei geboren ist, mit 2 Jahren herkommt und meine kurdische Nationalität, meine Herkunft, meine Muttersprache ist ja kurdisch. Und ich will euch mal das zeigen, was für ein Privileg das ist heute. Ja gut, es gibt ein paar Kontrollen, klar. Ich gehöre zu denen, die immer kontrolliert werden. Ja, Bartträger, Ausländer, BMW-Fahrer, geiler Typ, du wirst immer kontrolliert. Aber ansonsten bis vor 1,5 Jahren, da bist du hier wirklich hin und her gegangen. Es gibt immer einen Polizeiwagen oder Zoll oder sowas. Ist immer so. Ist ja auch okay. Aber dieses Privileg, dass wir heute so frei reisen können, rüber können, zu Fuß, mit dem Motorrad, mit dem Fahrrad, das ist einfach, ich finde sowas total schön. Ich finde das super, ich finde das genial und ich würde mir wünschen, dass das wieder auch so ist. Ja, durch diese Flüchtlingswelle, meine Güte, ja, kann man auch gut die Menschen nachvollziehen, deren Ländern man zerbombt, dass diese Menschen natürlich irgendwann auch flüchten, ist auch klar, ist auch nachvollziehbar. Aber dass wir dieses Glück haben, dass wir dieses Privileg überhaupt haben, so reisen zu können, so reisen zu dürfen durch Europa, angefangen von Portugal über Spanien, über Frankreich, Deutschland, rüber nach Österreich, Schweiz und dann weiter bis meinetwegen an die türkische Grenze, über Bulgarien, oder Griechenland meinetwegen. Das ist doch traumhaft, das sind wirklich große Errungenschaften, die wir hier in Europa haben. Und ich freue mich echt darüber sehr, dass wir dieses Glück hier haben. Ich werde das Video auch hier stoppen und wenn das klappen sollte, falls es keine Schwierigkeiten oder Probleme gibt, auf der deutschen Seite noch einmal eine andere Perspektive für euch machen. Also bleibt dran, wir starten mal kurz rüber und bis gleich. Ich mache nur einen kurzen Ausschnitt, guckt euch das mal an, Freunde. Wie schön das ist. Ich muss gleich wieder ausmachen, weil da vorne ist schon die Polizei. Ich wollte euch das nur ganz kurz einmal zeigen. So. Bis gleich.
So, Freunde, wie ihr sehen könnt, ich bin noch im Zelt. Ich werde immer kontrolliert. So, was ist denn los? So, es geht weiter. Ja, Polizei nehmen wir natürlich nicht auf, aber hier so sieht das aus. Wie ich schon gesagt habe, ich werde immer kontrolliert. Das ist unglaublich. So, ich gehe mal parken und dann geht's weiter. So, da bin ich wieder, Freunde, auf der Made in Germany Seite. Ja, wie ihr gesehen habt, ich weiß nicht. Ich werde, wie gesagt, ich habe mich daran gewöhnt. Ich werde immer kontrolliert. Aber nachdem sich die Bundespolizei wieder erkundigt hat, dass ich ein charismatischer, sympathischer, cooler Typ bin, wurde ich wieder weitergeschickt. Die waren ganz in Ordnung, die waren ganz nett. Ich habe das auch schon anders erlebt, aber das lassen wir mal außen vor. Ja, wie gesagt, jetzt sind wir auf der deutschen Seite. Ihr könnt jetzt mal die Brücke mal einmal sehen. Und die Oder, die durchfließt, ist jetzt alles sehr ruhig hier. Es war schon ganz anders mal hier gewesen. Ich habe wirklich Leute hier gesehen, die hier festgehalten worden sind, die kontrolliert worden sind. Berechtigterweise muss man dazu sagen, wenn in einem Auto 8 Personen sind, 7 Personen sind. Und auf jeden Fall, ja, es ist ein schönes Gefühl. Es ist, also wenn man so zwischen 2 Ländern steht, ich finde das total super, dass das so harmonisch klappt zwischen Deutschland und Polen. Ich finde das echt super. Ich freue mich darüber sehr, dass wir dieses Privileg haben, dass wir dieses Glück haben, hier zu leben. Ich liebe es sehr, ich schätze es sehr. Ich bin unendlich auch dafür dankbar. Und ich werde euch auch gar nicht mehr lange aufhalten, Freunde. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Mein Tipp, bevor ich mich verabschiede, ich habe das vorhin mal kurz gesagt, nicht im Video, sondern in einem Short-Video, was ich hochladen will. Habt ihr Freunde, die, klar habt ihr Freunde, aber Freunde, die, wenn die vom Ausland irgendwo kommen, ob die jetzt im Einkaufszentrum in LA waren, in Dubai, in Teheran, in Istanbul, in London, in Berlin, was weiß ich wo, ist egal. Dass es mega geile Einkaufszentren gibt, absolut richtig. Aber, und ich glaube, meine Meinung wird sich da nie verändern, das Allerbeste, die allerbesten Shoppingmöglichkeiten sind auf der anderen Seite. Ich schwenke mal kurz mal rüber. Wenn ihr hier seid, über die Brücke rechts rüber, der Donau sage ich, der Oder entlang, darüber kann man fast ein bisschen, glaube ich, sehen sogar, wo das grüne Gebäude ist. Da, nicht weit weg davon, ist dieser Bazar. Ich finde diese Bazare einfach immer und immer wieder toll zum Shoppen. Es gibt keine Probleme mit Pfanddosen, es gibt keine Probleme mit teuren Spritpreisen und alles, was euch einfällt. Also ich mag das total. Also deswegen sage ich nochmal, Einkaufszentren, alles schön und gut, aber es ist immer das Gleiche. Aber Bazare haben etwas, was Besonderes. In Istanbul, die Bazare habe ich gesehen, mega, mega, einfach unglaublich. In Kairo habe ich sie gesehen, Hammer, Hammer, das müsst ihr mal euch gegeben haben. In Bukarest habe ich das gesehen, in Tschechien, in Polen und so weiter. Also Bazare sind einfach für mich die Kings. Einkaufszentren haben immer sowas so Unpersönliches, irgendwie sowas Kühles, irgendwie so, weiß ich nicht, so, ja, wie so ein Luxushotel, wo ja, einfach Einkaufsmöglichkeiten sind, immer mit den gleichen Sachen, immer mit den gleichen Produkten, immer so die Marktführer. Aber Bazare haben was Sympathisches an sich, was Persönliches irgendwie so, finde ich. Ja, vielleicht sieht das der ein oder andere anders. So, Freunde, für mich geht es zurück nach Hesse. Das war es gewesen, war ein schöner Ausflug, kurzer, ja, zu kurz. Vielleicht bin ich das nächste Mal hier schon mit Nachwuchs. Wir werden sehen. Freunde, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen ein bisschen. Denkt immer bitte daran, bleibt stabil, bleibt gerade, kommt immer gut zu Hause wieder an und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Video. Bis dahin.